Merci, Herr Präsident, Madame Minister, dass du nicht, wo wir als adressieren, wo ich mich noch adressieren, die Regierung hat an der Pensionsfroh sich für weh entschieden, den noch am Koalitionsakcord zu lesen ist, und die sich auf einem schwierigen Dossier einen Konsens herzustellen und dafür auch viel Leute anzubannen. Schwierig ist ein Dossier da, wenn es daran, das können wir ja alle gut nachvollziehen, weil jeder automatisch ein bisschen der Reflex hat, ups, was tun die mit mir will. Das ist eben so, und das kann Unsicherheit schaffen an einem Thema, wo es eigentlich für die Regierung darum geht, für gerade Sicherheit zu schaffen an der Altersaufsicherung. Weil eine gute Aufsicherung haben wir, aber wir sind als Menschen auch alle gut eins, dass es darum geht, für die Aufsicherung dauerhaft sicher zu gestalten. Wir sind als Menschen auch eins, dass es ein exzellenter Prozess wäre, für die Zuhörer von den Bürgern zu hören und dafür auch für Transparenz an der Auswertung, Publikation von den Rapporten vorzulegen. Über den Site Schwätzmatt haben an dem Mai, Oktober, November über 2000 Leute sich darunter beteiligt. Ich persönlich fand das, kann ich mal einfach so formidabel, dass sich so viele Leute zu engem, aber komplexen Sujet getraut haben, sich zu äußern. Und das ist auch löbenswert und für die Leute, dass jeder oder für ich als Minister, dass jeder uneingeschränkt ein Recht hat, für sich anzubringen. Der Prozess ist ja nicht aufgeschlossen. Die Leute fragen sich, was geschieht mit ihrem Input, den sie im Internet gemacht haben. Und dafür ein paar Fragen und ich, Madame Minister. Das ist, wie gesagt, Madame Minister für Gesundheit und Sozialsicherheit, den Output von der ersten Phase, von der breiten Konsultation, als Resultat den Erwartungen gerecht gehen, der Prozess also gelungen bis dahin. Zweitens, vielleicht ergibt sich aus der Lektüre von den Beiträgen auch die Konklusion, dass der Handlungsbedarf an Sachen Aufsicherung von unserem Pensionssystem gedeelt wird von den Leuten. Drittens, gibt es konkret Beiträge, die an die nächste Etappe mal zugehen, und vielleicht, wenn Zeit nach bleibt, was sind die nächsten Etappen an Sachen Beteiligung von den Leuten, der Politik, der Gewerkschaften etc. Merci. Merci, Herr Schaaf. Dann wird Wort Madame Minister für Gesundheit und Sozialsicherheit. Madame Minister. Herr Präsident, merci dem Deputat Schaaf für die Frage. Ja, der nächste Prozess, die erste Phase vom Prozess ist aufgeschlossen. Und der 4. Oktober angefangen, die Leute hatten rund 4 Wochen für Beiträge ranzurichten. Den 19.12. als den nächsten Draft vom Rapport gemacht gehen. An den 10. Januar, als dann der Rapport publiziert ging, mit einem Achse, ob all die Einzelbeiträge, die herkommen sind. Meinungen sind vielfältig, gehen weiter saneen, und es kann Ihnen aber von einer gelungener Bürgerbeteiligung schwatzen. Für das Mal merci all Einzelnen, die den Beitrag genügt. Merci den Leuten, die hinter der Firma stehen, die das Ganze begleitet haben und die das Ganze an einer raisonablen Form präsentiert haben, wo auch jeder kann nachlesen, was drankommen ist. Sinnlos 2000 Beiträge eine gelungene Bürgerbeteiligung oder nicht, aber was ziehen wir da raus? So können wir das resümieren, was da vorgestellt ist. Laut OCDE und laut Bertelsmann Stiftung geht es an so Bürgerbeteiligungsprozessen nicht unbedingt Quantität von der Beiträgen, mehr Qualität von der Beiträgen. Und sogar was Quantität angeht, so sieht das für Länder wie Malta oder Lützeburg schon 100 Beiträge signifikativ sind für eine Bürgerbeteiligung. Wie geht es weiter? War inhaltlich, habe ich gesagt, das ist eine große Vielfalt gewesen. Bereitschaft für mitzudenken, Bereitschaft für seine Gedanken zu teilen und noch Bereitschaft, sich Zeit zu holen, für das an einer Form zu präsentieren, wo jeder nicht versteht. Am Anfang sind wir kritisiert, dass man nicht mehr 500 Zeichen zulassen. Mit diesen Leuten, die sich dahinter gesagt und haben geguckt, was an die 500 Zeichen vorankriegen. Und am Platz dann einmal 500 Zeichen zu benutzen, haben sie gesagt, mal schon 4 Ideen, schon 5 Ideen, stellen die gerne alle gut, und haben 4 oder 5 Beiträge haben nie gemacht. Am Resümee, all die Beiträge, die kommen, sind, drehen sich rund um die Gerechtigkeit vom System, rund um die Nachhaltigkeit vom System und rund um die Flexibilität vom System. Da drinnen haben wir 9 Kategorien identifiziert, die da auf der ersten Seite vom Rapport nachlesen. Enorm viel Arbeit, das gelesen ging. Und die benutzen wir für an die nächste Phase zu starten.
All die Beiträge, die an den Kategorien zusammengefasst sie werden auflesen an die nächste Etappen. Die nächste Etappe, die zweite Phase, die mehr Dialog berät. Wir gehen mehr partizipativ und interaktiv und wir organisieren 3 größere Evenementen, wo wir Expertenrunden nennen, was aber echt ein Genre für Workshops rund um die großen 3 Themen, die ich wieder gesucht habe. Wir freuen uns los schon auf den Input an der zweiten Phase. Auf in den Detail von allen Beiträgen wird lesen, zeigt nicht, dass accessibel in der schwarzmatt.lu. Vielmals merci, danke, ich verrangen, du baust den etwas geschrieben hat, und ich freue mich, wie gesagt, auf die zweite Phase. Merci.